zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich mal mit euch einfach über meine ganze YouTube-Geschichte reden, weil, wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt, ich habe 500 Abonnenten und ich konnte es nicht glauben. Ich hätte das nie erwartet, wirklich nie. Und ich bin allgemein so dankbar, dass es so schnell geht, also die Abonnentenzahl, dass sie so schnell wächst und dass sie mir so gutes Feedback geben und ich kann mich auch nur glücklich schätzen. Ich danke euch so vielmal für das. Ich wollte euch in diesem Video so ein bisschen zeigen, wie meine ganze YouTube-Story ist, also wie ich angefangen habe, wieso ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, wieso ich überhaupt YouTube mache und meine Erfahrungen und alles. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und es interessiert euch auch. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Das Ganze hat angefangen schon im 2015, 16, also ich schaue YouTube seit ich irgendwie, ich schätze mal, seit ich 13 bin oder so und ich bin jetzt 17. Am Anfang hätte ich mir das nie vorstellen können, weil ich habe keine Ahnung von Videoschneiden. Und ich bin auch ziemlich scheu, als ich 13 war. Aber ich habe mega gerne YouTube geschaut, ich habe es geliebt, ich habe es mit meinem Lieblings-YouTuber gehabt. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, dass es schweizerdeutsche YouTuber gibt. Also ich habe wirklich nur Hochdeutsche geschaut, bis ich 16 war. Also es ist eigentlich ziemlich lang gegangen, ich habe es wirklich nicht gewusst, dass es auch Schweizer YouTuber gibt. Ja, dann ist es irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich angefangen habe, irgendwelche Videos zu schneiden auf meinem Handy mit, wie hat das geheißen, Final Cut oder so, oder ja, ich glaube es ist auch iMovie. Jedenfalls habe ich so Videos gemacht von den Ferien und dann haben mega viele Leute haben eigentlich voll Freude an diesen Videos und dann habe ich irgendwann ein MacBook bekommen und dann habe ich angefangen, dort auf meinem MacBook Videos zu schneiden. Da habe ich zum Beispiel Videos geschnitten vom Lager, also vom Klassenlager oder von irgendwie sonst, ich weiß es auch nicht. Wenn ich eine Konfirmation gehört habe ich dann ein ganzes Video erstellt von seinem ganzen Leben und die hat teilweise mega Freude gehabt. Ja, und dann habe ich mir einfach überlegt, so, ich stehe eigentlich mega gerne vor der Kamera und ich mache das auch gerne und ich kann mir das mega gut vorstellen und ich habe immer 10 Milliarden Ideen gehabt, also ich habe immer so überlegt, so, wow, das ist so ein geiles Video, das hätte ich auch mal nachmachen oder das hätte ich auch mal probieren. Ich habe es mir so vorgestellt und dann dachte ich so, es wird eh nicht passieren und dann habe ich angefangen, Videos zu machen, also ich habe wirklich Videos probiert zu machen, jeweils auf Hochdeutsch und alles. Es hat so schlimm getönt. Ich zeige euch jetzt keinen Ausschnitt, weil es ist echt mega peinlich, es ist wirklich mega peinlich. Aber ich habe mir überlegt, wenn ihr das wirklich seht, dass ich also ich habe die Videos schon so lange nicht mehr gesehen, aber ich weiß einfach, dass sie so mega peinlich sind. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, ab 150 Likes. Oh, okay, ich hoffe mal, das werdet ihr nicht schaffen, weil es ist so peinlich, wirklich, es ist so peinlich. Erstens auf Hochdeutsch, zweitens, ich habe keine Ahnung, wie man mit der Kamera umgeht. Und drittens, ich habe noch eine Anspannung gehabt, das ist einfach nur peinlich. Genau, und dann habe ich halt so ein bisschen meine Erfahrungen gemacht, ich habe auch viel probiert, also ich habe sicher etwa 6 Videos, die ich einfach nie aufgeladen hätte, aber einfach mal probiert habe. Und dann habe ich teilweise auch so mich aufgenommen, also so Vlogs gemacht, wenn ich irgendetwas erzähle, aber ich hätte es nie hochgeladen, ich habe es einfach für mich gemacht, ich weiß nicht wieso, so richtig machen, als hätte ich keine Friends und mit meiner Kamera hätte. Ja, dann ist es halt wirklich immer ein grösserer Wunsch geworden, also ich glaube 2016 ist es recht heftig gewesen, dort hätte ich wirklich schier angefangen, aber ich hätte mich nie getraut, weil das ist eigentlich so meine grösste Angst gewesen, vor YouTube ein Video hochzuladen, was meine Kollegen sagen, wie die reagieren und ja, keine Ahnung, dass Leute über mich lachen, dass sie Kritik geben oder ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie so eine grosse Angst in mir von dem. Ich weiß nicht, wenn du jetzt vielleicht auch mit YouTube anfangen, ist das vielleicht auch deine grösste Angst, aber ich kann dir sagen, es ist die beste Entscheidung, die ich je gemacht habe, weil ich habe das schon mega lange wollen. Und der einzige Grund, was mich daran gehindert hat, sind eigentlich meine Kollegen, obwohl sie eigentlich meine Kollegen sind. Das macht wirklich keinen Sinn. Also, und darum, wenn du anfangen willst, das ist der Grund, fang einfach an. Weil die Leute, die etwas dagegen haben oder die irgendwie sagen, das ist scheiße, das sind doch keine richtigen Kollegen, weil richtige Kollegen, die unterstützen einen. Klar, nicht ein Kollege muss sagen, das ist super und bla bla bla, der findet es eigentlich gar nicht so, aber er wird dich sicher nicht runtermachen. Und sonst ist es halt wirklich kein Kollege, da kannst du einfach auf den Mond schiessen. Genau, was auch ein Punkt ist, ich bin ja jetzt in Gymi und das ist ein Zusatzgrund, weil ich keinen Plan hatte, was ich werden als Beruf. Klar, ich tue gerne Videos schneiden, aber ich tue viel lieber Videos schneiden, wo ich meine eigenen Ideen reinbringen kann, auf das, was ich gerade Lust habe und so variieren, wie ich will und nicht irgendwie einen Auftrag bekommen, muss das genau so machen und dann muss dann zufrieden sein und wenn er nicht zufrieden ist, dann hast du die Arbeit für nichts gemacht oder irgendwie so. Sondern ich will einfach
beim Videoschneiden wollte ich es eigentlich lieber als Hobby behalten. Ich bin dann mit der Berufsberatung und das ist der Hammer, jetzt müssen wir hören. Ich musste so einen Test machen, welche Berufe zu mir passen. Und ey, das sind so schräge Berufe rausgekommen. Also wirklich, ich kann euch die mal zeigen. Also, sind ihr parat? Ich lese jetzt einfach mal alle vor, was mir vorgeschlagen worden sind. Ich weiss nicht, das sind alles Berufe, die so kreuz und quer sind und es gibt keinen, der jetzt wirklich sagen kann, ja, der passt. Es ist einfach so, what the fuck. Also, Malerin, Grafikerin, also Grafikerin, muss ich sagen, habe ich auch schon geschnuppert damals, aber es gefällt mir einfach nicht. Ich hocke nicht gerne in einem Büro, ich bin viel lieber selber kreativ und dann selber Sachen machen. Lehrerin Primarstufe, das ist glaube ich das, was ich wirklich immer noch gerne will, weil das ist das, was ich eigentlich schon immer will. Aber ich bin mir halt nicht ganz sicher. Nein, ich glaube Lehrerin würde ich immer noch am ehesten werden. Das ist wirklich das, was jetzt zugetroffen hätte. Dann Mediamatikerin. Model! Model! Wieso Model? Ich glaube, weil ich angekündigt habe, dass ich gerne auf einer Bühne stehe oder irgendwie so. Aber wieso Model? What the fuck? Dann Detailhandelfachfrau. Schauspielerin, Fachfrau Betreuung Kinder, Bühnentänzerin, Moderatorin und Sportlerin. Und ich sehe jetzt bei den einen Punkt, ist das alles auf YouTube bezogen. Also ich tue gerne Videos schneiden, ich stehe gerne vor Leuten an, beziehungsweise ich stehe gerne vor der Kamera. Moderatorin, das passt eigentlich auch. Ja, ich muss sagen, eigentlich, also nicht, dass ich jetzt YouTube irgendwie voll zu meinem Beruf oder so machen will, aber ich habe einfach gemerkt, dass das alles das ist, was eigentlich mein Hobby ist, was mich auszeichnet, was ich gerne mache. Und darum bin ich eigentlich auf YouTube gekommen. Wie gesagt, ich habe dann immer mehr Erfahrungen gemacht mit Schneiden und auch vor der Kamera stehen. Und also klar, wenn ihr jetzt mein erstes Video schaut, das ich kann es sonst mal aber verlinken, könnt ihr es anschauen. Ich finde es im Nachhinein, es ist so noch nicht mal so lange her, wie 4 Monate oder so. Ich finde es jetzt schon mega schrecklich. Ich weiss nicht, der Ton ist scheiße, die Musik ist viel zu laut und ich glaube, ich habe irgendwie fettige Haare, weil ich einfach gedacht habe, egal, ich mache jetzt YouTube, scheißegal, wie ich aussehe. Aber ich wollte jetzt nicht mehr weiter auf mein erstes Video eingehen. Ah ja, und was auch noch ein mega wichtiger Punkt ist, wieso ich YouTube gerne mache, ist, weil ich bin ein Mensch, ich habe so viele Ideen. Und die kann ich da alle einfach verwirklichen. Also ich kann einfach, niemand macht mir einen Strich durch die Rechnung. Weil ich kann einfach selber sagen, ich will das, ich kann auf das Lust. Beim Schneiden kann ich auch selber variieren. Und zum Beispiel jetzt in der Schule bei Vorträgen. Ich mache auch gerne Vorträge, ich stehe gerne vor den Leuten, ich rede, ich tue gerne das Ding einfach überbringen. Ich meine, es gibt andere Leute, die wollen einfach einen Vortrag hinter sich bringen und dann ist es gar nicht wichtig, ob die Leute zuhören oder irgendwie so. Und bei mir ist es halt wirklich so, ich will das überbringen, ich will so eigentlich das Publikum quasi ein bisschen davon überzeugen, dass es wirklich spannend ist und dass ich wirklich schlimm finde, wenn ich in einer Gruppe muss einen Vortrag machen muss, weil ich kann meine Ideen so nicht verwirklichen. Also ich muss zuerst mal sagen, wenn ich in einer Gruppe bin, wo mir bei jeder Idee einen Strich durch die Rechnung macht, also das habe ich auch schon gehabt. Und, oh, das ist so mühsam, weil du hast eine Idee und du kannst dir das schon ganz vorstellen. Also wenn ich eine Idee habe, dann stelle ich mir das so vor und boah, das wird so geil und dann kommt eben, nein, das ist scheiße und dann, oh, ich wollte mich jetzt nicht weiterhin darum aufregen. Vielleicht kennt ihr das ja. Nachher war es dann so, ich habe mir wirklich vorgestellt, okay, irgendwann fange ich wirklich mit YouTube an. Also ich habe es echt immer so, dachte so, ja später, irgendwann fange ich dann mit YouTube an, aber ich habe nie wirklich gedacht, dass ich wirklich anfange, weil ihr wisst, was ich meine. Ich habe mir vorgestellt, wie ich schon angefangen habe, aber den Anfang selber habe ich mir nie vorstellen, dass ich mein erstes Video lade. Und ich habe mir halt auch wirklich gedacht, so, es muss auf Hochdeutsch sein, weil ich habe eben, wie gesagt, keinen einzigen Schweizer YouTuber kennt. Ich habe eigentlich nicht mal gewusst, dass es eine Schweizer YouTube-Szene gibt. Und ich habe auch einfach gedacht, das würde gar nicht ankommen. Es schaut doch keiner, das ist viel peinlicher, wenn man es auf Schweizerdeutsch macht. Ja, ich hatte eigentlich vor allem ein bisschen Angst gehabt. Und ich habe mir dann wirklich gedacht, so, okay, ich mache das jetzt auf Hochdeutsch. Ich habe ja daneben Videos probiert, auf Hochdeutsch zu machen. Und es ist jetzt so scheiße, also wirklich. Ui, nein. Und meine Mutter hat dann auch gesagt, probier es doch auf Schweizerdeutsch. Und ich mag mich nicht erinnern. Ich habe gesagt so, nein, das ist voll peinlich, das macht niemand, das ist ein Scheiß. Und ja, und ich habe mir wirklich vorgenommen auf Hochdeutsch und ich bin im Nachhinein so froh, weil ich bin einfach nicht mich selber auf Hochdeutsch. Und dann auch noch die grammatikalischen Fehler, die man als Schweizer macht und dann Hochdeutsch redet, das wird dann einfach noch peinlicher. Wenn dann auch noch die Deutsche im Ausland dann ist es. Also es gibt wirklich Schweizer YouTuber, die können so auf Hochdeutsch reden und dann tut es auch gut. Aber ich bin definitiv nicht so eine. Und darum ist die beste Entscheidung für mich. Und was mich überhaupt dazu gebracht hat, um auf Schweizerdeutsch YouTube-Videos zu machen, ist ein gewisser YouTuber und ich weiss nicht, ob ihr den kennt. Und zwar ist das der Lozi TV. Und ich habe ihn schon länger verfolgt und er hat auch deutsche Videos gemacht. Und plötzlich so im Neujahr hat er ein Video rausgebracht.
Ich mache Videos aber jetzt auf Schweizerdeutsch, weil er die schweizerdeutsche YouTube-Szene ein bisschen unterstützen und er findet selber auch bessere Ideen und andere Leute haben es auch gesagt und viel mehr Schweizer schauen sein Video als Hochdeutsche. Also ich bin voll fasziniert und es hat mir so den Kick gegeben zum Anfang. Also wirklich, ich habe gedacht so, geil, Adi, jetzt wollte ich es wirklich auf Schweizerdeutsch machen, weil eben das ist nochmal eine größere Angst gewesen, wenn ich jetzt auf Hochdeutsch angefangen hätte. Ich glaube, dann wäre es echt peinlich gewesen, also wirklich, dann wäre es echt mega peinlich gewesen und ich glaube, ich hätte auch meinen Kolleginnen begegnen. Und nach dem Video vom Lotzi TV habe ich einfach beschlossen, dass ich anfangen will. Und ich weiß nicht, aber ich habe einfach gerade mein Stativ genommen. Und dann habe ich einfach im Februar mein erstes Video hochgeladen. Also meinen Kanal habe ich schon seit März 2016 gehabt, ich glaube, das kann man irgendwo anschauen, ich weiß nicht mehr genau wo. Es ist erst 4 Monate her und ich habe einfach schon 500 Abonnenten und ich finde das so krass und ich wollte einfach nochmal ganz fest Danke sagen für das alles, was ihr für mich gemacht habt. Und ja, weil ich jetzt 500 Abonnenten erreicht habe und mir begleiten, das sind eigentlich schon ziemlich viele, also 500 Leute. Stellt euch das mal vor, also ich weiß nicht, ich finde es mega krass. Und ich habe schon irgendwie bei den einen Videos schon über 1000 Aufrufe und wenn ich mir überlege, dass es über 1000 Leute angeklickt haben, das ist heftig, also das hätte ich nie erwartet. Ich habe mir überlegt, dass ihr jetzt mal in die Kommentare einfach eure Wünsche schreiben, also falls ihr irgendwie schon lange gedacht habt, das wäre voll geil, würdest du das machen als Video, schreibt einfach mal alles in die Kommentare. Ich überlege mir dann, oh, das wäre wirklich geil und dann mache ich es. Und ja, ich kann mir natürlich auch noch irgendwelche Fragen in die Kommentare schreiben. Jetzt eben bezüglich YouTube oder eben falls ihr noch mehr Fragen habt, auch allgemein, schreibt es einfach mal in die Kommentare oder schreibt auch eure Meinung dazu. Und dann hoffe ich, sehen wir uns am nächsten Sonntag 14:00 wieder. Bis dann. Tschüss!